Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Kapitel 8. Und das letzte Mal beim goldigen Nussknacker. Bitte finde mein Brüderli. Aber die Tasche ist eng und dunkel. Und was mein Grossnef betrifft, überlass das mir. Ich muss das sofort am Frederico erzählen. Am frühen Morgen im Hause Diego schlich Arlecchino leise zu Frederico ins Zimmer. Uiuiui. Arlecchino zögerte kurz und weckte ihn dann doch. Frederico! Frederico! Hä? Was ist? Bist du wach? Ja, jetzt schon. Wieso? Was ist denn? Es ist etwas passiert. Was ist passiert? Ich habe gestern Nacht den Diego und den Raffaele beobachtet. Die wollen dich nur ausnutzen. Was? Ja, das Konzert ist nur ein Vorwand, damit sie den Nussknacker vom Pantalone klauen. Nein, das kann ich einfach nicht glauben. Wieso nicht? Der Diego hat schon immer so Sachen gemacht. Aber er hat doch gesagt, ich sei sein Lieblingsnef. Frederico! Ist mein Lieblingsnef schon wach? Ja? Ja, ich komme grad. Arlecchino, es tut mir leid. Ich bin so verwirrt. Ach, wenn du mir nicht glauben willst, dann bringe ich das eben allein in Ordnung. Nein, Arlecchino, wart. Ha, bleib du nur schön in deiner Schienenwelt, wo alles perfekt ist. Wenn du am Schluss so wirst wie der Diego, ist das nicht mein Problem. Na und? Dann wird ich halt so wie er. So schlimm ist er gar nicht. Bäh! Frederico hatte Arlecchino frech die Zunge herausgestreckt und drehte sich beleidigt um. Oh nein, Frederico, schau, sorry, ich. Geh endlich. Ich habe keine Lust, ständig auf dich aufzupassen. Gut, ich kann. Aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Arlecchino stampfte wütend durch den Spalt in der Tür aus dem Zimmer. In seiner Wut bemerkte er nicht, dass Raffaele ihn bemerkt hatte. Wieso bin ich nur so ausgerastet? Na, wer haben wir denn da? Ah, Frederico, hilf mir! Na, wir wollen doch nicht, dass der Kleine dich hört. Raffaele hatte den kleinen Arlecchino fest in der Hand und hielt ihm den Mund zu. Keine Angst, dich kann er vielleicht noch brauchen. Das wird mein Meister aber sicher interessieren. Gleichzeitig im Hause Pantalone erwachte Brigella wegen eines Albtraumes. Arlecchino, nein! Brigella, wach auf, es ist ein Albtraum! Columbina! Arlecchino! Sch, es war nur ein Albtraum, Brigella. Nein! Arlecchino ist in Schwierigkeiten, ich bin ganz sicher! Was ist denn das für ein Lärm da oben? Brigella hat einen Albtraum gehabt. Arlecchino! Im Zimmer nebenan hatte Totore ebenfalls einen Albtraum. Pantalone, Brigella und Columbina stürmten ins Zimmer nebenan. Totore! Was ist los? Ein Albtraum! Ein furchtbarer Albtraum! Raffaele hatte Arlecchino gefangen genommen! Was? Ich habe genau das Gleiche geträumt! Wie jetzt? Genau das Gleiche? Oh, Himmel! Haben denn heute alle einen Albtraum? Alle vier stürmten in den Gang und da trafen sie auf Sergente, Capitano und Tartaglia, die alle drei, wie ihr richtig erraten habt, einen Albtraum gehabt hatten. Arlecchino, Raffaele! fangen! Was? Wir haben alle den gleichen Albtraum gehabt? Im Hause Diego war Frederico wieder fleißig mit Diego am Üben, als diese plötzlich von Raffaele unterbrochen wurden. Meister! Siehst du nicht, dass wir gerade am Üben sind? Doch, Meister. Es ist aber sehr, sehr dringend. Sehr giga-ultra dringend. Oh, so dringend. Ja dann. Frederico, bitte üb schön weiter, ja? Wenn du so weitermachst, könntet wir gerade ein zweites Konzert planen. Sehr wohl, Grossonkel Diego. Was ist denn so dringend? Im Keller, Meister.
Diego folgte Raffaele in den Keller. Hinter der Küche gibt es nämlich einen geheimen Raum, in dem Diego, wie soll man es sagen, seinen nicht so treuen Geschäftspartnern das Handeln und die Treue richtig beibringt. Als Raffaele die Tür öffnete, konnte Diego gleich eine ihm sehr bekannte Stimme hören. Lass mich raus! Arlecchino war in einem Mäusekäfig eingesperrt, der über dem Boden hing. Ja, aber das ist ja der Arlecchino. Bist du jetzt etwa so tief gesunken, dass du unter dem Mäus musst leben? Sehr witzig. Der ist wahrscheinlich beim Wäschen eingegangen. So, habt ihr jetzt genug Spaß gehabt? Lasst mich raus! Du bist am besten mal ganz ruhig. Wenn du da bist, heisst das, du weißt ganz sicher Bescheid von unserem Plan. Dass ihr den armen Federico dazu benutzen wollt, um an goldigen Nussmacker zu kommen? Ha! Federico wird sicher niemals auf das eingehen. Ja, was macht dich denn so sicher, dass er nicht auf das eingeht? Er wird ja gar nicht wissen, was er da macht. Er denkt ja, er gibt ein Konzert. Ha! Ich habe ihn gedacht, Ups. So. Hast du das? Ah! Ja! Und er wird euch nicht helfen. Hoffe ich. Er hat mies Blut in seinen Adern. Er wird sicher helfen. Und wenn nicht... Diego tätschelte fröhlich auf den Käfig. haben wir ja dich. Im Vorhof vom Hause Diego übte Federico fleißig sein Flötenspiel. Da sah er Raffaele und Diego auf ihn zukommen. Stimmt etwas nicht, Großonkel Diego? Was ist denn so wichtig gewesen? Federico, mein Lieber. Diego setzte sich neben Federico auf die Bank. Ja, Großonkel Diego? Ich und Raffaele haben das Gespräch gehabt. Und wir sind uns beide einig. Ein Gespräch? Ja, ein Gespräch! Ich will, dass du mein Erb wirst. Ich? Wirklich? Wow, danke! Halt nicht so schnell! Du musst dich zuerst als würdig erweisen. Oh, natürlich. Ich mache alles, was ich kann. Sehr gut. Genau das ist es, was ich von meiner Blutlinie erwarte. Du weißt aber, wie unsere Geschäfte laufen und wie wir das handhaben. Oh. Ja, wir sind Gauner und Betrüger. Nicht ganz. Vieles läuft auf legalem Weg. Wir bringen nur die ganzen Leute dazu, mit uns zu handeln, anstatt mit anderen. Bist du bereit zu lernen, wie man das macht? Stellen, bedrohen und betrügen? Genau, mein Lieber, du lernst ja schnell. Aber Mama hat gesagt, das ist schlecht. Aber Mama kann ja nicht mehr für dich sorgen. Okay. Ja, ich lern's. Sehr gut. Und deine erste Prüfung wird das sein. Diego streckte Federico die Zauberflöte entgegen. Die Flöte? Das ist doch Arlecchinos Flöte. Nein, das ist eine Zauberflöte, mit der du kannst Ratten befehligen. Arlecchino hat recht gehabt. Ihr wollt mich nur ausnutzen. Nein. Doch, ich lüge meinen Neffen nicht an. Ja, ich habe dich am Anfang ausnutzen. Aber ich glaub's nicht. Ich habe dich in den letzten 2 Tagen so gern bekommen, dass ich das mit dem Erb ernst meine. Ernsthaft? Ernsthaft. Du hast mich gern bekommen? Ja, ich habe dich lieb bekommen. Du erinnerst mich an mich, als ich so alt bin wie du. Also, was sagst du? Willst du mir helfen, den goldigen Nussknacker zu klauen und mein Erb werden? Ende von Kapitel 8. Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen
und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the racing. Please subscribe.